Actually, yes, E-Rape. Okay. Ich hoffe, man hört mich. Oder ich mache jetzt einen auf James Charles. Hi Sisters! Ja. Die Musik ist mega dramatisch, I know. Und ich muss jetzt nur schnell schauen, ob das alles passt, von wegen meiner Stimme und Spiel und was lauter ist und was nicht. Ich glaube, so sollte es okay sein, so sollte man mich besser hören als das Spiel, aber ich habe keinen Plan. Genau. Jetzt vielleicht schnell. Wir müssen schnell warten. Ich komme gerade. Moment schnell. In dem Moment, wenn das Handy spinnt, ist schon scheiße. In der Zwischenzeit fangen wir schon mal an. Neues Spiel. Wir machen schwer, wir sind Bad Bitches. Und ich lasse euch den Film schauen, aka den Filmausschnitt. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße. machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Oh, Scheiße. Okay, du Dreckschwein. Beine auseinander Scheiße. Und Flossen an den Zaun. Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg.
Und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18. Und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjägerdivision. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen. Doch wir gerieten in Flachfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur 3 von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. No, per favore, no. Okay. Okay, nur so ganz kurz. Ich habe jetzt das Spiel noch ein bisschen leisiger gemacht, damit man mich besser hören sollte. Ich mache jetzt noch schnell Untertitel an, damit ihr versteht, was sie sagen. Also der Mann hat vorher einfach gesagt, von wegen, wenn du nicht redest, bringe ich dich um oder so. So viel es mir ist mal. Genau, und jetzt fangen wir einfach mal an. Ich hoffe, man hört jetzt mich besser wie der Rest. Einfach schreiben bitte. Und let's do this, mother truckers. Hey, Scaletta, schalt ihn Allora, aus. traditori! Pensavate di potersi... Wir müssen die Balkone säubern, Scaletta! Hinter den Sandsäcken! Oh, damn! Mit einem Headshot. Mit einem Headshot. Ich bin gut, ich bin gut. Auf mein Zeichen! Ich bin einfach legit gut. Scheiße! Oh, Ammazzarsi, le zappare prigioniere prima che arriva l'esercito. Corporal? Der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Cerca di tenere l'uso. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehrnest aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Spara tu con nudo e ammalo. Hier ist kein Durchkommen. Ey, du, wir sind in Sizilien. Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Vorsicht! Wenn du eine Handgranate hast, Scaletta, der ist jetzt scheiße angebracht, die du wirst! Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Scheiße! Hey, Scaletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Matt Krieg Dick deinen fell Arsch hoch, off. wir müssen weiter! Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht unsere letzte Chance. Scheiße! Seht euch das an! Das ist sehr ernst, okay. Nicht lachen, Leute. Solche Sachen machen mir keinen Spaß. Auf der Treppe! Ihr Spaghettifresser! Fuck! Ey, ich bin auch einer, okay. Ihr auch so viel Spaß wie ich? Ich knall euch ab, Schweinebande! Hört man mich gut, ey du? Die Gefangenen haben sie wohl oben. Auf dieser Strecke ist Eduardo Scaletta, by du the gehst way voraus. verloren. Ich bin hinter dir, Mann. Ey, ich hab dir in den Arsch geschossen. Damazzatea. Oh, Spritzi. Wenn ihr mit Witch Move Die gesehen. Tür, Scaletta. Tritt sie ein. Das ist der. Oh. Das ist Salvatore gewesen und das ist Mario gewesen. Aber eben, wie gesagt, gewesen. Anscheinend geht's hier entlang. Los. Open up that door. Kann mich nicht sehen. Wieder von den Fixern geschnellt. Was glaubst du wohl, was ich mache? Oh mein Gott, wie viele sterben. Salvatore, kannst du uns weg? Keine gute Idee, aber komm. Los, schnell wieder ran. Oh, Scheiße!
rein mit dir, Scaletta, wir verrecken hier draußen! Altri fascisti! Arrivano altri fascisti! Ottaru, non puoi! Los, schnapp dir das Maschinengewehr! Da sind noch mehr, bei der Kirche! Es macht Spaß, also nicht, dass es mir gefällt, Menschen umzubringen. Aber es ist schon lustig mit so einem Gewehr, so not gonna lie. Aber eben, Mord ist keine Lösung für uns. Nicht immer. Nein, Spaß. Mord ist nie eine Lösung. Ich habe einen komischen Humor, Guys. Hier. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Crepi davvero Don Calò? Guarda, è finito. Cacetto, un congeco quando samaritano come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete! No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovesse ascoltare i consigli di noiarsi del posto. Ci rendiamo? Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. Du ja, hä? Mafia hätte sagen. Kapitel 2. Trautes Heim. Ich schwöre, ich bin so gut im Vorlesen. Also nein, ich lese es jetzt nicht vor, weil ihr könnt es selber lesen. Ja. Oh, richtig episch, gell? Hoho! Okay, ich habe 5 Zuschauer. Wer ist alles da? Schreibe mal in den Chat. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. No shit, dude. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe, Hey, willkommen zu Hause, Alter. woher weißt du? Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Look at all those Netter chicks. Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Just Tom. Hi. Hello, my friend. Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Ich Nicht, hoffe, dass ich mir diese bekomme Stadt kein je Problem etwas geschenkt wegen hätte, aber Musik. alles ist besser als ein Schützengraben. Ist hier bloß so ich ein muss einfach- Mistwetter. Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Ich kenne Musik und ich denke mir so, Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Gang Vito. einfach. Ich hätte Kurz eh vor niemanden deiner gern. Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drüben? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, Same. ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Carlo. Oh mein Gott, nein, was ist passiert? Ist das Spiel abgestürzt? Ich schwöre, ich bringe mich um. Oh mein Gott, nein. Okay, Leute. Wie ich gerade erfahren habe, ist das Spiel abgestürzt. Ich bitte euch schnell eine Minute zu warten. Ah, du bist es. Ah. Sup, hello. Ey,
E-Rip. Natürlich passiert immer mehr so Sachen, dass während dem Stream das Spiel abkacken muss. Life loves me. Ich muss wieder von vorne anfangen. Und jetzt sieht man es schon. 1 Minute, Leute. Natürlich muss jetzt das alles wieder spinnen. Weil natürlich, ja, muss der Alessio immer schön mobben. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das haben wir ja schon Da gewusst. ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Toni Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drin? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von dem Typen namens Don Carlo. Ohne Scheiß. Don Carlo? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest teilen, ne? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drin. Stop. Was für ein Land. Redet Auf nicht die so. USA und Stop. darauf, dass du wieder da bist. Mit Vögeln meinen Salut. ich muss schnell reinschießen, mit Vögeln meinen mit einer Frau zusammen Vögel anschauen. Es hat vielleicht ja auch da Minderjährige und die verwenden halt so nicht so schöne Wörter. Und ja, mit Vögeln meinen sie einfach zusammen mit einer Frau im Park Vögel anschauen. Ja. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel eingefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal, bin gleich wieder da. Ciao, Giuseppe, hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment. Hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem, wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Army rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. Eduardo, wie wär's einfach nichts sagen? Danke. Da sind wir.
Danke, der Rest ist für Sie. Großzügig. Mal gut raten. Vito? Hallo, Mrs. Kann ich dich schlagen? Vito? Du bist es. Okay, ich und kann's nicht. gut siehst du aus in dieser Uniform. Deine Mutter ist Schon sicher ein sehr bisschen. stolz auf dich. Dann ist schon ein bisschen dein. Und was ist mit dem armen Salvatore Montemaggiore? Sie regen mich auf. Dem? Bye. Seine arme Tschüss. Schönen Abend. Ja, dauert auch nicht lang. Nur ein lausiges Bierchen. Verrücktes Weib. Das hat er letztes Mal auch gesagt. Und dann kommt er um 3 Uhr morgens heim und stinkt nach Gin und dem Parfum von irgendeiner Schnalle. Ja, finde Hey, ich auch. Georgie, komm jetzt. Ja. Du brauchst dir doch von deiner Alten nicht alles vorschreiben lassen, oder? Von wegen. George bleibt hier. Und jetzt haut ab. Hey, bleibt mehr Bier für uns. Los, komm. Würde ich auch meinen, gell? Das ist Hildegard aus dem Quartier. Ja, ja. Kenne ich schon seit klein. Das ist der Mario, der mich gerade angeschnuddert hat. Dumme Sau. Schlägst du nicht auf den Finger, gell? Pass dich auf, gell? Kann sehr weh tun. So, bist du das? Hey, Mr. Manera. Das ist hier verdient. Weißt ja, wie es ist. Der Laden wirft nichts mehr ab. Wow, das tut mir leid. Du bist ja nicht schuld, danke, Vito. Wer weiß, vielleicht mache ich ja wieder auf, wenn er vorbei ist. Bye, Mr. Manera. Ja, viel Glück jedenfalls. Also ihr gesehen, man kennt mich, ich bin bekannt. Musst du nicht an die Front? Musst du nicht mich nicht nerven, dumme Kuh. So geil. Oh mein Gott! Vattene da quella Troja! Ich komme nicht mehr klar! Ich komme nicht mehr klar! Also zur Erklärung, da hat gerade das Ehepaar auf Italienisch gestritten. Und dann haben sie um die Mutter von ihm gestritten. Über die Mutter von ihm. Und dann haben sie so gestritten, bla bla bla. Und sie sagen, ja, dann gang zu dieser Schlampe! Ihr müsst wissen, bei uns Italienern ist die Mutter etwas sehr Heiliges. Und die Mutter wird immer... Bitch, willst du Beef? Aha, Karma. Aber bei uns Italienern ist die Mutter sehr wichtig. Uns ist sie sehr wichtig. Ja. Mom, da bin ich wieder. Vito, meine Junge. Mein Junge ist zurück. Ich gedacht, ich dich nie wiedersehen. Francesca und ich haben so lange auf dich gewartet. Vito! Hey, Franny, wie geht's? Gewartet. Oh, Komm her. ich bin so froh, Setz dich, dass setz du zu Hause dich. bist. Du sicher hast Hunger, Vito. Francesca hat dir etwas ganz Besonderes gekocht. Suppe di pollo. Ist gut für dich. Sieht gut aus, Franny. Ein Jammer, dein Papa nicht mehr bei uns das zu erleben. Er wäre sehr stolz auf dich, Vito. Ja, ich weiß. Vito, was soll das? Oh, Mama, entschuldige. Don't mess with an Italian Benedici, mother. Signore, questo cibo, che per la tua bontà stiamo per prendere. Vedi anche a coloro che non ne hanno e rendici partecipi alla tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Immer beten, Kinder vor dem Essen. Immer beten. Hashtag Du Education. musst müde sein, Vito. Ich hab dir ein Bett gemacht. Oh mein Gott, danke. Danke, Mutter. Mua. Mua. Oh, wie sie sich abgewendet hat. Oh, damn. This girl. Oh, die Tür hat mich angegriffen. Das Einzige, was ich gesehen ist... Jesus! Also gehen wir mal pennen. Hallo! Ey, er hat sogar sein... Bis morgen früh. Kannst du mir... gut, mio bambino. Können wir bitte beide nicht reden? Am nächsten Tag.
Das geht nicht. Ich muss mir eine Wohnung suchen. Mein Gott, ey, du hast gehört, wie die gestritten haben. Also im Game. Hey, Mother. Und, wann musst du wieder zurück? Tja, so wie es aussieht, gar nicht. Joe hat das für mich gedeichselt. Joe? Du willst wieder in Schwierigkeiten kommen? Wär's dir lieber, ich gehe zurück und werde wieder angeschossen? No. Siehst du, Joe rettet mir vielleicht das Leben. Vito, versprich mir, du wirst nicht in Schwierigkeiten geraten mit dieser Joe. Du weißt, Papa hat im Hafen gearbeitet für diesen Mann, diesen Pappalardo. Er ist in Gewerkschaft. Du kannst reden mit ihm und hart arbeiten wie deine Papa. Rede mit ihm. Bitte versprich mir, gehst du noch heute zu ihm? Okay, Mama, ist gut, ich versprech's. Grazie a Dio. Schon gut, musst du mir nicht danken. Also, tschüssle Mutter, gell? Wir sehen uns. Ja, ja, Bussi, gell? Ciao, ciao. Ich schwöre, wenn mich jemand hört, ich denke, ich kann... Okay, nein, ich denke jeder, dass ich vollkommen behindert bin, aber egal. Oh, you want beef? Wie heisst du? Mike Monty. Und du bist... Dan Glassmaker. Ey, ich habe Trash am Boden gefunden. Ah, Scaletta, da bin ich, hast du gesehen? Meine Familie. Oh, Bitch, mal hör. Das juckt mich doch nicht. Ist mir scheißegal, wenn ihr alles verkaufen müsst und... Was ist hier los, verdammt? Vito! Kümmere dich um deinen eigenen Dreck, du Arschloch. Ach ja? Komm her, Kleiner. Don't mess with my family, huh? Auf Frauen losgehen, das traust du dich, was? Komm, zeig, was du drauf hast. Vito, bitte, du machst alles nur noch schlimmer. Oh. Ey! Stop! What a Pimmel. Halt, bitte hört auf. Ihr braucht euch nicht zu prügeln. Das ist alles extra, okay? Bitte, Vito, das geht dich nichts an. Oh my god, oh my god. Du handelst dir nur Ärger ein, Vito. So machen wir das. Don't mess with my family. Oh, hey, Scott. Scheiß drauf. Sieh bloß zu, dass du Land gewinnst, du Wichser. Das wird euch noch leid tun. Verlasst euch drauf. Wichser ist... Was zum Teufel wolltet ihr? Tut mir leid, Vito. Man tut Wir gerne wollten dich malen. nicht beunruhigen. Ja. Beunruhigen? Womit beunruhigen? Komm, jetzt sag mir, was los ist, Franny. Kurz vor seinem Tod hat Papa sich Geld geliehen. Ein Haufen Geld. Von einem Kredithai. Er hat gedacht, er kriegt einen besseren Job und zahlt es dann zurück. Wir haben es erst erfahren, als du weg warst. Wie viel? $2000. Was? Scheiße. Das Schlimmste ist, der Kerl will alles bis Ende der Woche zurück. Sonst müssen wir noch mehr zahlen. So viel kann ich als Hafenarbeiter nicht verdienen. Wer ist der Kerl? Ich weiß nicht, Mama will es mir nicht sagen. Aber reg dich nicht auf. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge. Ich schaff das aus der Welt. Ich verspreche es dir. Danke, Vito. Pass gut auf dich auf. What the fuck, wieso kriegst du meine Jacke? Jetzt brauche ich auf die Schnelle 2 Riesen. Vielleicht kann Joe mir da helfen. Also vielleicht gibt es gewisse Folgen, wo sich denken, what the fuck, es geht da um 2000 Stutz. Hure nicht viel. In der... Oh mein Gott! You want beef? You want beef? Also wie gesagt, in den 40er Jahren ist das, glaube ich, also nein, ich glaube, es ist schon hure viel gewesen. Und ja, hey, wir kennen uns bestimmt. Mann. Okay, dann halt nicht. Aha, was ist da los? Läuft er jetzt wieder? Das hast du mich erst vor 10 Sekunden gefragt. Ach, das ist doch wirklich zum
machst du denn eigentlich dauernd? Du brauchst Ewigkeit und mir ist kalt. Setz dich doch in den Wagen, wenn dir kalt ist. Im Wagen ist es auch kalt. Los, jetzt reparier diese Schrottkiste endlich. Könnte längst fertig sein, wenn du mir helfen würdest, statt dauernd rumzunörgeln. Ich nörgle überhaupt Und nicht Leute, was rum. machen das so? Dünn Sachen Wenn du mit dem Schraubenschlüssel so geschickt wärst wie mit deinem Mundwerk, wäre die Scheißkarre längst wieder flott. Du bist wirklich zu nichts zu gebrauchen. Kein Wunder, dass sie dich bei der Army nicht genommen haben. Ah, das musste ja jetzt wiederkommen, klar. Ethels Mann Frank, der ist Kampfpilot. Und Margarets Mann Charlie, Yes, der steuert girl. ein U-Boot. Ich warne dich. Oh, oh. Mein Mann? Oh, der ist untauglich. Er arbeitet in einem Gemüseladen. Gemüse ist gesund. Weißt du was? Reparier die Karre doch selbst, du blöde Schlampe. Oh, 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 oh. Ey, was schubst du mich? Was spielst Oh, ich kann der. Brauchen Sie Hilfe? Ah, allerdings. Hoffentlich beherrschen Sie es besser als mein Ehemann, diese Null. What a Herz. Ich mach nichts. Das habe ich mir gedacht, ey, du. Mo, du bist am Essen. So, das war's schon. Ich musste nur hier und da kurz mal fummeln. Oh! Lang mich nicht an! Lang mich nicht an! Keine Ursache. Lang mich nicht an! Oh, oh. Oh, ups. Entschuldigung. Hey, Bitches. Hallo? Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, wo Joe Barbaro wohnt? Rechts von der Treppe. Und er soll nie wieder so einen Krach machen wie letzte Nacht. Wenn sie mir nicht gefällt, soll er... Shut the fuck up. Leute, ich komme gleich wieder. Ich komme gleich. Hey! Störe ich? Nee, überhaupt nicht. Rein in die gute Stube. Ekelhaftes Schwein. Hab die Miezen hier auf dem Rückweg von der Bar aufgerissen. Ich warte schon auf dich. Okay, Mädels, Schluss für heute. Ich hab zu tun. Kommt morgen wieder, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Hopp, hopp. Komm schon, Joey. Warum denn aufhören, wenn wir jetzt alle unseren Spaß haben können? Der Spaß ist vorbei, Schätzchen. Ein andermal. Vito und ich haben uns ewig nicht gesehen. Wir haben eine Menge zu bereden. Tja, dir scheint's ja ganz gut zu gehen, alter Junge. Kann ich klagen. Mann, diese kleine spanische Hexe ist verdammt scharf. Wie war's zu Hause? Nett. Allerdings war Mama nicht gerade begeistert, als ich deinen Namen erwähnt habe. Du weißt, wie sie ist. Ich soll mir einen ehrlichen Job suchen. Und, tust du's? Keine Ahnung, aber ich werde ganz sicher nicht denselben Fehler machen wie mein alter Herr. Ich zahle seine Schulden, komme auf die Beine und suche mir eine eigene Wohnung. Okay, ich bin wieder aber da. mit Fabrikarbeit mache ich zu wenig Kohle. Hey, du kannst erstmal bei mir bleiben. Und wir finden einen Job für dich, mit dem du ordentlich Geld verdienst, ohne dich krumm zu arbeiten. Klingt vielversprechend. Von 20 Kröten Stütze in der Woche kann ich leider nicht leben. Ich kenne Leute, die zahlen sehr gut für gewisse Dienstleistungen. Und für meinen besten Freund kann ich da sicher was einfädeln. Anständige Arbeit ist nur was für Idioten. Du sagst es. Hast du in nur 3 Jahren genug Zaster für all das hier gemacht? In den letzten 3 Monaten. Oh. Und ich hatte noch nicht mal Zeit, mich richtig einzurichten. Also, ich kann 3 voraus. Monate? Scheiße. Muss ich. Ja, genau, das ist da gewesen. Also, by the way, ich habe es schon durchgespielt. Also, ich weiß einfach, ja. Und? Gefahren. Joe, ich bin da drüben fast die ganze Zeit gefahren. Ja, aber das hier ist kein Panzer. Das ist eins der besten Autos auf dem Markt. Ich bin kein Panzer gefahren, sondern einen Jeep. Was ist denn Jeep? Das... Vergiss es. Lässt du mich nun fahren, oder was? Okay, hier ist der Schlüssel. Aber fahr bloß vorsichtig. Okay, wenn's richtig saukalt ist, gibst du... Damit ihr es wissen, ich bin ein professioneller Autofahrer. Heißt, ich bin mega gut. Bullen angehalten werden. Die Polizei sucht uns schon, also... Hey. Miss Mami. Du fährst gar nicht mal so schlecht. Oh. Scheiße. Tut mir leid.
Hey, ich sag doch, das ist kein Panzer. Pass auf! Eine Schande, bei so einem schönen Wagen die Scheibe einzuschlagen. Du solltest dir bei Giuseppe ein paar Dietriche besorgen. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles. Sogar Giuseppe, ich habe einen neuen Kunden. Internet, wo bleibst? Definitiv nicht dort, wo es muss sein, gell? Einmal ein recht herzliches Fick dich an Swisscom für unser super Internet. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safeknacker in ganz Empire Immer Bay. Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind Sie schon fertig? Sie, was scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Army wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du? Was habe ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Oh. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietriche. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Shut the fuck up. Joey, Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben. Bist du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Keine Angst, du kriegst den Dreh schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ja, ist klar. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Profi, würde ich meinen. Tatverdacht, Auto Drückt auf! Von wo? Verstanden. Bitch. Und steigen Sie im Gange. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell! Nein, ich darf keine Musik. Alles klar. Melde Übergriff auf Polizeibeamten. Alles klar. Gut. Scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Tag. So, Bitch. Oh mein Gott, bitte nicht stürzen und wieder abspielen. Das darf sein, Kumpel. Neue Nummernschilder, kein Problem. Wir machen das 67. Oh, wir machen da etwas anderes. Ich habe das beste Nummernschild für uns. AK für mich. AK, ihr wisst, was ich meine. Everybody was Kung Fu fighting. Das ist das beste Nummernschild, okay? Such dir eine Farbe aus. Ich weiß welches nicht mehr. Weil ich bin behindert, hallo. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Freund. Kannst du mich auch einmal in Ruhe lassen? Danke, mein Freund. Ich glaube, das ist so ziemlich alles, was ich brauche. Shit, okay. Ja. Nicht, dass ich etwas sagen wollte, aber... ja... Man hört mich gerade selber, Entschuldigung, Leute. Deine Mutter, Internet... Leute, ich komme gerade, mein Internet spinnt. 1 Minute, ich regle das schnell.
Okay, Leute, ich hoffe, ich bin jetzt wieder. Man hört mich wieder und so, dies, das. Weil... Warum sehe ich nicht? Fuck. Überforderung. Ich bin gerade einfach überfordert. Sorry, Leute. Es geht gerade... Alles, was... Man hört mich selber jetzt, sorry. Alles, was schief gehen kann, ist gerade am schief gehen. Und ja, ich hoffe, es klappt jetzt, weil sonst fange ich an zu brüllen. Gehe unter meine Bettdecke und brülle den ganzen Tag. Jetzt machen wir mal wieder Mafia 2 auf oder so. Ach, ich sehe einen schwarzen Bildschirm. Super! Great! Just great! Just... fuck. Wow. Leben... Mein Leben hat so viel Sinn. Mein Leben gibt so viel Sinn. Ich fühle mich richtig... Ich fühle mich richtig gut, weil mein Leben so viel Sinn gibt. Ich schwöre. Ich fange legit an heulen. Oh Gott, bis einfach nicht abgestürzt Spiel. Bis einfach nicht abgestürzt. Sonst muss ich wieder bis dort spielen. Means... Oh. I don't have nerves for this. Okay. Leute, ich muss so leider enttäuschen, das fucking Spiel ist abgestürzt. Oh! Ich höre wieder etwas. Ich höre etwas, aber ich sehe noch nicht. Einmal entscheiden oder so. Bist jetzt abgestürzt? Lebst noch? Es besteht Hoffnung, Leute, es besteht Hoffnung. Es besteht Hoffnung. Es tut mir mega leid, dass es gerade so spinnt. Ich habe keine Ahnung, warum das so tut. Aber das ist halt so, ja, wenn der Alessio streamt, dann muss es Sinn halt immer ficken. Okay, nein, wir sind was. Ich starte das Spiel schnell neu. Punkt. Punkt, fertig, aus, gell? Habe ich keine Lust. Alter, ich drücke Control und F4 und es schließt nicht. What is going on? Falsch. Was läuft mit dir falsch? Spiel. Darf ich brüllen? Ich schwöre. Nein, Edu. Oh mein Gott. Bye, Edu. Bis nachher. Oh mein Gott, der Scheiß geht nicht. Das macht mich aggressiv. Alessio, 50. Ich höre wieder Musik. Also ihr seht wahrscheinlich nur das Auto in der Werkstatt. Ich sehe nichts. Legit halt nichts. Oh mein Gott. Ich sehe irgendetwas. System ausschalten. Bestätigen. Oh!